Guten Morgen und gute Nacht. Guten Morgen. Ja, es ist 5:30 und wir sind gerade aus der Ferien angekommen und uns gerade schnell ein paar Plätze vorne ergattert, damit vor allem mir nicht wieder schlecht wird. Wir haben jetzt gerade auch noch unsere Medizin, die wir jetzt nehmen. Ich hoffe, es nützt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in Suratani wieder, oder? Gute Nacht. So, wir haben es endlich geschafft bis zum Flughafen. Das ist meistens so ein bisschen der unangenehmste Part der ganzen Reise, immer so die Transfers vom einen Ort zum anderen. Aber das ist schon klar. Trotz allem noch nicht so eine schlimme Fahrt gewesen. Kein Problem mit der Seekrankheit. Ja, jetzt sind wir hier noch etwas Kleines am Essen. Stinknormale Airport Food. So ein Tuna-Sandwich. Und Melli hat ein Süppli. Das war nicht so speziell. Ist okay. Ja. Schnell ist es, glaube ich, noch nie gegangen. He? Nein. Gut. Ja, was machen wir jetzt noch? Ich würde sagen, wir gehen rein. Ja. Wäre mal cool, ein bisschen früh am Gate sein. Dann ich mal nicht so Stress. Ich bin immer der gestresst ist beim Einchecken und so. Oh ja. Wir sind jetzt schon auf dem Gate. Nur etwa 20 Minuten gedauert. Mega cool. So schnell ist es gerade noch nie gegangen. Wir müssen jetzt noch ein bisschen Zeit totschlagen, also ca. eine Stunde bis zum Abflug. Und ja, dann geht es dann auf Kuala Lumpur. Es ist nur etwa 1,5 Stunden Flug, also ein schneller. Plus wir können etwas essen über, das heisst, der Flug wird mega schnell vorbeigehen. Ich hoffe es. Ja. In Kuala Lumpur sind wir dann nur eine Nacht. Nachher fliegen wir dann schon wieder weiter auf Vietnam. Wir wären eigentlich lieber gerade auf Vietnam geflogen, aber es hat nicht gepasst von den Flügen. Darum müssen wir jetzt noch eine Nacht in Kuala Lumpur bleiben. Aber ja, jetzt halt noch mal ein kleines Stopover. Das ist schon das 3. Mal in dieser Stadt. Ja, so schnell das vorher auch gegangen ist. Es ist jetzt 2:05. Wir sind immer noch hier beim Gate, weil unser Flug Verspätung hat, und zwar ganze 2,5 Stunden. Das heisst, wir fliegen erst um 3:30 statt um 1. Ja, ein bisschen mühsam. Vor allem, weil wir nur so wenig Schlaf hatten letzte Nacht. Das Gute ist aber, weil wir ja probieren in der nächsten Zeit ortsunabhängig zu arbeiten, ist das natürlich auch etwas, was wir jetzt hier anwenden können. Das heisst, jetzt die Zeit, die wir jetzt hier müssen warten müssen, habe ich dazu genutzt, um meine Freelancer-Webseite ein bisschen zu designen. Also beziehungsweise das Design, das ich schon mal vor ein paar Wochen gemacht habe, zu finalisieren, damit ich dann die so bald wie möglich auch aufsetzen kann. Mal kurz schauen. Jetzt zum Anfang einfach einen einfachen One-Pager erstellt, damit ich halt möglichst schnell online gehen kann. Und der One-Pager zeigt einfach ein bisschen, ja, wer ich bin, was für Projekte ich schon umgesetzt habe, Platz für Blogbeiträge und dann noch ein bisschen ausführliches About, mit was für Kunden ich schon zusammengearbeitet habe und wie man mich am besten erreichen kann. Ja, wenn wir schon dabei sind, können wir mir ja kurz Feedback geben, wie ihr das Design so findet. Ja, die ganze Design- und Webentwicklungsgeschichte wird eine von den vielen Sachen sein, die ich mal ausprobieren als Freelancer, als digitaler Nomad, um damit Geld zu verdienen. Und ja, wir werden euch natürlich hier auf unserem Kanal in den nächsten Tagen ausführlich immer auf dem Laufenden gehalten, wie es so läuft.
Darum, wenn euch das interessiert, bleibt dran, stellt Fragen, wenn ihr etwas wissen wollt. Ui, okay, in dem Moment ist gerade unser Flieger gekommen. Also der ist jetzt gerade von Kuala Lumpur gekommen und die Leute sollten mit uns dann wieder zurückfliegen und ist erst jetzt gelandet. Ja. Genau, aber das heisst immerhin schon mal, dass wir wahrscheinlich die Zeit einhalten können, die sie jetzt gesagt haben. Ja, aber ich sehe, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Stellt Fragen, wenn ihr etwas wissen über den Lifestyle. Wir müssen es natürlich selber erst noch ein bisschen herausfinden, wie das Ganze läuft. Aber wenn ihr euch eigentlich daran teilhabt, damit ihr einerseits das auch ein bisschen kennenlernt und vielleicht seht, dass das... Ja, ja, sure, I'm not feeling like... Wir checken aber nicht, dass die Kamera nur die eine Richtung filmt, ja egal. Ja, dass ihr das ein bisschen kennenlernt und vielleicht für euch auch herausfindet, wo vielleicht Potenzial rum wäre, um das selber mal auszuprobieren. Wir sind wieder mal gesund unterwegs. Ja, Flughafen ist einfach schwierig, gesund unterwegs zu sein. Aber ja, ich meine so lange, also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal Chips hatte. Ich glaube noch nie in meinem Leben so lange auf Chips verzichtet. Vor allem Pringles. Oh ja, so geil. Endlich Boarding, wir sind die Letzten. Please attention. Thailand Airport SR7404. Schock, hey. Ja, wirklich. Wir haben unsere Pässe zuerst nicht gefunden, haben schon gedacht, Scheiße, wenn irgendjemand so liegen. Ja, aber jetzt ist gut. Jetzt können wir endlich boarden. So, wir haben es geschafft und wir haben sogar ein Dreierabteil für uns zwei allein. Also, guter Flug. Cheeseburger. Also Entschädigung für die Verspätung. Weißt du, wie lange habe ich kein McChicken mehr gehabt? Ja, weißt du, wie lange ich keinen Burger mehr gehabt von McDonald's? Würde ich so schon mal nicht ausgehen, aber es ist gratis. Wir ja fast reinhauen. So, wir sind durch die ganze Security- und Passportkontrolle durch. Wir haben uns ganz schnell unsere Bustickets gekauft für das Zentrum. Langsam wissen wir ja, wie das da funktioniert in Kuala Lumpur. Und es ist voll cool, ich hatte gerade schnell da Internet gehabt. Und gerade gesehen, auf Instagram haben wir eine Nachricht bekommen vom Backpacker. Ja, eine mega coole Nachricht, die er uns geschickt hat, per Direct Message. Das ist genau die Art von Feedback, die einen mega motiviert weiterzumachen. Darum danke vielmals Backpacker. Ich gebe dir sicher auch noch einen kleinen Shoutout hier. Wir nehmen jetzt hier, den ich verlinke, dass ihr ihm seinen Account auch mal auschecken könnt. Er hat kürzlich ein YouTube-Video gemacht von, was war es, Indonesien, ich bin gerade nicht mehr sicher, Palau oder so, Palawan. Ja, ich weiß gar nicht mehr, auch so ein Inselding. Aber er ist glaube ich auch noch ein bisschen aktiver auf Instagram, darum checkt das in Instagram-Account, da hat er recht paar coole Bilder. Und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg in die Stadt, suchen mal unser Hostel und dann melden wir uns dann in Kürze wieder. Ja, cool. Wow. Mega grosses Kompliment. Motiviert mega. Mega cool. Da ist ein bisschen anderes Wetter als in Thailand. Zum Glück sind wir nicht mal ganz 24 Stunden da. Das heißt, die Chance ist groß, dass es dann in Vietnam wieder besser ist. Aber es soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kuala Lumpur eine recht coole Stadt ist. Also, falls euch interessiert, könnt ihr mal ein paar von unseren anderen Videos checken, die wir hier gemacht haben.
bisschen länger gegangen wie sonst, weil wir jetzt voll in den Oberverkehr gekommen sind. Aber jetzt sind wir in der Stadt, jetzt suchen wir noch unser Hostel und ich freue mich schon mal auf die Dusche und auf eine feine Nacht. Und morgen reisen wir dann weiter. Ja, und dann nachher gehen wir früh schlafen. Wir schlafen noch holen von letzter Nacht. Ja, wir haben nur 4 Stunden geschlafen, wenn überhaupt. Überhaupt. Ja. Und jetzt den ganzen Tag gereist, also wir sind recht durch. Ja, voll. Morgen nochmal einen anstrengenden Tag reisen. Aber sicher nicht ganz so anstrengend wird. Ja. Wenn ihr wissen, wie es weitergeht, schaltet ihr am besten morgen wieder ein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann. Tschüss zusammen, bis bald. Tschüss!